schön sind ihr da bei Handgelenk Mopi. Ich bin Anne. Heute wollen wir miteinander wieder etwas in unserem schönen Junk Journal basteln. Letztes Mal haben wir diese super herzigen kleinen Briefumschläge gemacht mit diesen süßen Clusters drauf. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein Bellyband, wo wir das drinnen versorgen können. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann geht unbedingt noch schnell schauen. Die sind wirklich nämlich ganz super einfach zu machen. Ja, ich kann euch das mal zeigen in meinem anderen fertigen Junk Journal. Wie das soll aussehen, ich mir das vorstelle. Und zwar habe ich hier eben auch ein herziges Kuvert, das an einem Bellyband hängt. So sieht das Bellyband aus. Das ist oben und unten einfach reingeklebt. Und dann wird das Kuverli so reingesteckt und hebt sich da so wunderbar fest. Und dann sieht das ganz toll aus. Es füllt gerade eine ganz schöne Seite. Da haben wir noch ein bisschen etwas mit einer Schablone drauf gemacht. So sollte das etwa werden. Ja, weil wir jetzt in der letzten Zeit ganz einen Haufen Sachen gemacht haben mit Collagen, wir haben solche Kärtchen gemacht, wir haben solche Dreiecktäschchen gemacht und so weiter, solche Karten haben wir gemacht, alles mit Collagen, alles ganz wild zusammengeklebt. Heute möchte ich gerne mal ein bisschen etwas in einem ruhigeren Stil machen, damit das nicht alles so total wild wird. Gut, dann muss das zuerst mal ein bisschen hier abhauen. Ich habe mir Folgendes vorgestellt. Und zwar habe ich da so ein wunderbar herziges Scrapbook-Papier, Blättchen. Und das würde ich gerne abeinander schneiden. So, dass wir hier mal ein Vögel haben. Und da gibt es ein kleines breiteres Band mit dem zweiten Vögel drauf. Das möchte ich dann gerne auf Buchseite draufkleben und die ganze Buchseite kleben wir dann noch auf das mit was ist das gefärbtes Papier? Ich glaube, es ist Avocado. Ich bin aber nicht ganz sicher. Es könnte im Fall auch sein, dass es Zwiebelschinti ist. Zwiebelschinti gibt ganz schönes Orange und Avocado gibt rosa. Aber manchmal geht es auch so ins Lachsfarbige rein und manchmal auch so ein bisschen richtig orange. Darum, ich weiss es gar nicht mehr. Es könnte sehr gut Avocado sein. Ich weiss nicht mehr. Ja, aber das wäre auf jeden Fall der Plan. Wir fangen mal an mit unseren Vögeln. Ich schneide die mal so zu, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann schauen wir, wie gross das die andere Seite sein müssen. So, ich gehe hier gerade auf das Rändchen, das wir hier haben. Und noch ein bisschen weiter rüber. So, einigermaßen gerade. Sollte es ja vielleicht schon sein. Das ist es definitiv nicht. Ja, Haie. Ja, ich glaube so. Nein, das kann völlig nicht sein. Hey, hallo, ich habe hier nur so ein kleines Rändchen und ich sehe es gar nicht gut. Weißt du was? Ich muss mir da schnell ein bisschen helfen. Weil das so blöd, auch so gräulich ist. So, jetzt sehe ich die Kante ein bisschen besser. Und kann hier schauen. Schön, so. Noch nicht ganz gerade. So, jetzt aber. Achtung, fertig, los. Einfach abhacken. Zack, mein Japanmesser schneidet wieder. So. Einmal so und sollte man es noch auflesen. Jetzt glaube ich, soll ich hier die Kante gerade so lassen? Wie sieht das aus, wenn es so drauf ist? Oder soll ich die schwarze Kante noch abschneiden? Ich glaube, ich schneide die ab. Die gefällt mir jetzt in dem Fall gerade nicht so besonders gut. Ich möchte es lieber in blau haben.
Da kommt das weg. Das kommt weg. Oh ja, ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen, gefällt mir ein bisschen besser. Dann möchte ich es nicht so gross haben. Ich würde sagen, wir schneiden das ab. So. Und unten auch das, was da so angebrannt aussieht, das hätte ich nicht. Wir haben ja gesagt, man will es jetzt ein bisschen ruhiger haben, dann muss es nicht angekohlt aussehen. So liegt, genau. Das wäre das eine. Jetzt kommt das zweite. Da schneiden wir auch. Da schneiden wir auch den ganzen Kohlenrand ab. Wäre gerade etwa so viel. Gerade etwa so, ja. Oben kommt da sowieso auch noch etwas ab. So. Ja, ich glaube, wir nehmen gerade die ganzen Rosen weg hier oben. Die sieht dann gerade wieder schön aus. In einer Collage macht sich die dann ganz bestimmt gut. Ich freue mich schon, die Fötzchen zu verarbeiten. Aber noch nicht jetzt. Jetzt kommen zuerst die Vögel dran. Die sind ja so mega schnusig. Entschuldigung fürs Quackeln. Oh. So. Wow. Sieht jetzt das nur so krumm aus? Oder habe ich es jetzt komplett krumm abgeschnitten? Nein, es hat nur gerade so ausgesehen. Jawohl. Gut. Und jetzt sollte das als Hintergrund werden. Dann schneiden wir doch hier mal einfach den Rand ab. So, wie breit müssen wir es haben? Wir wollen hier etwa bei dem O. Etwa bei dem O wollen wir sein. Und sicher mal hier abschneiden. Hey, vielleicht wären wir mit dem Schneidmaschinenchen fast ein bisschen schneller. Wenn wir es nachher ausprobieren. Ach. So, jetzt. Also ich glaube, ich mache es gerade so hoch, wie da die Schrift ist. So. Und so. Und das Ganze kommt jetzt noch auf das Papier. Oh hey, ich weiß ja nicht, wie man es in der Kamera sieht, aber das harmoniert ja extrem gut miteinander. Wirklich. Was ich nicht weiss gerade, ist, wie hoch das muss sein. Das passen wir dann noch an. Jetzt müssen wir schnell schauen. Ja, ich glaube, ich schneide hier das Gefötzelzeug ab. Auf dieser Seite. Da, und dann haben wir auch nämlich ein schönes. Das andere wird ja recht breit, aber macht nichts. So, ich würde sagen so. So ist gut. So.
Das wäre schon unser erstes Bellyband. Jetzt müssen wir noch schauen, wie hoch das soll werden. Und zwar etwa so. So hoch. Also. Gut. Ich glaube, ich tue nachher noch die Ecke ein bisschen abrunden. Und noch ein bisschen inken. Und nachher können wir das schon zusammenkleben. Ich finde das wahnsinnig herzig. Jetzt hole ich schnell das Schneidmaschinchen, die Eckenrunde und Stempel. So, da bin ich wieder. Das ist mein kleines Schneidmaschinchen. Jetzt wollen wir doch gerade mal schauen, ob wir mit dem nicht so schnell vorwärts können. Das wird abgeschnitten. Irgendwie so. Ich hoffe einfach, es wird mehr oder weniger gerade. Und es verreist nicht. Aber ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil wir brauchen dann vor allem den Oberteil. Da, ja, nein, zwar. Okay, also noch einmal. Ah, wirklich jetzt? Wirklich? So, jetzt ist es gegangen. Und dann, wie breit müssen wir es haben? Ja, etwa so. Etwa so. Oh. Voilà. So, ein bisschen fein muss man halt. Dann kommt es schon gut. Nicht so hastig, hä? Ja. Wir haben es nicht pressant. Haben wir es pressant? Nein, pressant nicht, aber... Ich meine, das geht schneller, oder? Gut, jetzt noch das. Mal schauen, wie breit soll das werden. Ich etwa so viel. So viel da, so viel. So viel. Nein. Das ist ja noch oben und unten abschneiden. Also, nein, nur oben. Und das machen wir jetzt gleich groß wie das. Also, so. Wo ist unser Knick? Dort ist er. Oh. Ob es so schneller war, weiss ich nicht. Ihr könnt es euch aussuchen. Jetzt werde ich die Ecke noch gerundet haben. Sicher von dem. Ich glaube, vom gefärbten Papier lassen wir sie, so wie sie sind. Aber vom Vögelpapier tue ich sie auch noch runden. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wollen wir für eine Farbe rundherum inken. Ja. Wie wäre es mit Schwarz? Oder wir könnten es... Ah, weisst du was? Ich glaube, was da jetzt noch recht gut aussehen würde,
wäre, wenn wir das schwarze Oxide nehmen. Weil das gibt ja so kleine eher so kleine pudrige, kreidige Oberfläche. Wie kann ich das erklären? Es ist einfach nicht so ein ganzes sattes Schwarz. Es ist eher so wie mit Kreide gemalt. Und weil das hier auch nicht so satte Farbe hat, habe ich irgendwie das Gefühl, würde das noch recht gut aussehen. Ich mache auch nicht so einen fetten Rand, wirklich nur ganz fein. Und ich finde, das reicht nämlich schon. Es ist wirklich nur ganz wenig, aber es reicht. Und man sieht den Unterschied. Ich probiere es euch schnell zu zeigen. Man sieht schon, dass es ein leichtes Rändchen hat. So, ja, auf jeden Fall. Und es sieht hübsch aus. Einfach, um dem Ganzen einen kleinen Rahmen zu geben. Das mal. Gerade bei Collagen sieht es ja manchmal gut aus, wenn sie so ein bisschen ineinander rein verschwimmt, das Ganze. Und nicht wie so einzelne Teile aussieht, die aneinander abgepflümelt sind. Und hier jetzt, finde ich, sollte man das sehen. Das ist ja wie ein Bild, das in einem Passepartout ist und in einem Rahmen innen ist. Das geschriebene, die Buchseite, das ist unser Passepartout. Und das Gefährtenpapier ist unser Rahmen. So, und das kommt auch noch ein bisschen Farbe über. Ein bisschen, Ein bisschen kommt auch der noch über. Dass der nicht ganz so blut da steht. Manchmal habe ich das Gefühl, es sieht eben gerade so ein bisschen blut aus. Und dann noch. Das geht ja ganz fix, wenn man nicht so einen fetten Rahmen braucht. Also einen fetten Rand drumherum. Da, und schon fertig. Jetzt können wir das zusammenkleben. Für das brauchen wir ein bisschen Stiftleim. Ja, wir lieben ohne Limette wieder einmal. Ja, noch. Ui. Na toll. Ja, ist gut. Also, ich probiere vor allem die Ecken gut zu beleimen. Das ist das Kleine, das kommt aufs gleich Kleine. Ich probiere es auszurichten. Ich probiere es ein bisschen weiter oben anzumachen, damit es nicht aussieht, als würde es zu unserem Bild rausfallen. Jetzt haben wir hier schön einen Leimklumpen drauf geschmiert. Ganz toll. So, und hier auch. Gut mit Stiftleim einschmieren, die Kanten, die Finger gut einstreichen, dass die möglichst schön gut zusammenkleben und alles schön einschmieren. So, einmal schön rundherum und dann auch das hier drauf, möglichst links und rechts gerade ausrichten und mittig und die ganze Geschichte ein bisschen weiter oben im Bild. Dann kommt das Vögeli. Oder was auch immer ihr für ein Bild habt. Vielleicht habt ihr ein Digi-Kit, vielleicht habt ihr ein Bild aus einem Heftchen ausgeschnitten, aus der Zeitung ausgeschnitten. Vielleicht habt ihr ein Foto von euch oder von euren Freunden.
Oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann irgendeinen schönen Kleber nehmen, den man könnte drauf tun. Das kann ja irgendetwas sein. Ah, das könnt ihr auflesen. So. Zack, zack, zack. Einmal einstreichen. Eine Stecke machen. So. Bei solchen Sachen kann man gut ganz einen stinknormalen Stiftleim nehmen. Die haben eigentlich schon noch genug gut, weil das ist ja wieder nichts, wo man jetzt extrem gut rumknübeln. Also vielleicht ja schon, aber dann sind wir selber die Schuld, wenn es abgeht. So, ist es jetzt ein bisschen zu weit unten, glaube ich, fast. Ich dürfte ein bisschen weiter rauf. Ah, so. So, ein bisschen, ganz wenig. Und jetzt noch ganz wenig weiter über. Über, habe ich gesagt. Ach, ja, aber also, hallo. So. Ja, jetzt ist gut. Jetzt gefällt es mir. So. Hey, die sind dann aber jetzt schön. Das gefällt mir jetzt gut. Jetzt leimen wir die gerade rein. Und fürs Reinleimen, da werden doch die Kanten schon ein bisschen mehr strapaziert. Da nehme ich jetzt den Tacky Glue, damit ich wirklich sicher sein kann, dass es dann hebt, wenn es dann rein und raus versorgt. Und wenn wir dann jetzt das rein tun, dann ein bisschen hinterher. Da irgendwo, wo wir noch nichts so haben. So, jetzt wollen wir gerade mal schauen, bei welchem das jetzt das Gouverne noch gut aussehen. An dem. Oder eher an dem. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich nehme das Schmale. Ich nehme das Schmale. Schmale Tacky Glue. So, ich muss jetzt nicht unbedingt darauf schauen, dass die Kante extrem dünn wird, also der Leimstreifen, weil ja, ich so den Leim verkehrt her tue. Ich tue ja nicht jetzt etwas her, es ist ja genug hoch, oder? Das muss jetzt nicht so perfekt passen, dann dürfte die Leimkante auch ruhig ein bisschen dicker sein, dann hebt es ganz sicher auch sehr gut. So, leg. Ah, ich könnte es natürlich auch so dran tun, dann sieht man halt dann einfach den Vogel nicht mehr. Das würde jetzt natürlich auch nicht schlecht aussehen. Das gefällt mir eigentlich noch fast ein bisschen besser, weder so. Ja, zwar, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da oben und unten noch irgendetwas könnte, ein bisschen zum Verschönern dran machen. Vielleicht irgendwas so mit Perlen. Vielleicht könnte man da irgendwie, ja, jetzt warten wir mal ab. Jetzt mache ich mal das zweite Bellyband noch rein. Suche ich mir da ein schönes Plätzchen. Da ist ein schönes Plätzchen. Tacky Glue oben und unten ein Streifchen. Leim verkehrt reinstellen, also so. Damit er gerade wieder einsatzbereit ist beim nächsten Mal. Sollig. Prima. Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Das sieht ganz toll aus. Und schaut mal, so eine Karte zum Beispiel. Komm raus.
könnte man gerade so gut auch hier reinstecken. So. Ein bisschen Deko. Komm, wir machen noch ein bisschen Deko. Haben wir noch Zeit für Deko? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hole schnell ein bisschen Deko. So, also was ich hier gefunden habe, ist von diesen Spitzenbändchen habe ich hier eins, wo ich gedacht habe, dass es noch recht gut passen würde von der Farbe, wenn ich da den Anfang finden würde. Hallo, komm. Da, das ist nämlich, oh mein Gott, wie herzig. Da, so, genau das. Das ist nicht ganz weiß, oder? Das ist so ein bisschen leicht, wie sagt man diese Farbe? Eierschalenfarbig, Grün oder Champagner. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich klebe es einfach drauf, oder? Ohne zu wissen, wie die Farbe heisst. Es sieht einfach nur schnussig aus. Ist gekauft, machen wir. Mit dem Tacky Glue. Ja, selbstverständlich würde es auch super gehen mit dem Heißleim. Nur mein Problem mit dem Heißleim ist, dass bei meinem Heißleim, der hat so ein kurzes Kabel und ich habe da gerade in der Nähe von meinem Arbeitsplatz nicht gäbige Steckdose. Und dann muss ich da immer mit dem Verlängerungskabel durch die halbe Stube durch. Und das passt mir dann nicht so. Ja, darum mache ich seltener etwas mit dem Heißleim, ausser ich habe gerade irgendwie wirklich ein grosses Projekt, wo es auch irgendwie wichtig ist, dass man den benutzt, weil irgendwie nur der funktioniert. Dann mache ich mit Mühe halt den vorne durch ein Kabel verlegen. Hey, jetzt schaut ihr mal das schnussige Teilchen an. He? Das passt doch hervorragend. Oh, ich bin gerade verliebt. So, und beim anderen, wo ist das andere? Jetzt habe ich das wieder verloren. Da. Da ist das andere. Da haben wir jetzt so Perlen. Und ich habe mir gedacht, wir könnten doch da ein bisschen Perlen drauf machen, nicht? Oder nicht? Oder kleine? So ein paar kleine Perlen. Oder sehen die ein bisschen verloren aus, wenn das nur so ein paar einsame Perlen. Wenn das jetzt gerade ein ganzes Bändchen wäre, das gibt es ja auch. Aber das habe ich nicht. Das habe ich nicht. So einzelne Perlen. Oder vielleicht einfach nur mal an den Ecken. Da habe ich noch mittelgrosse. So. Ich glaube, wir machen das so. So, 1, 2, 3, 4. Hoffen wir, dass der Tacky Glue nicht so quick dry ist, dass er mir jetzt gerade vertrocknet, bis ich da komme. Nein, schau, so extrem ist er schon wieder nicht. 1 und 2. Zack. Und 3. Und 4. Ah, super, jetzt klebt es an mir. Geh weg. Geh da drauf. Da darfst du kleben, schau. Ein bisschen andrücken, noch ein bisschen andrücken. Oh ja, schau mal, das ist auch extrem herzig und passt gerade super zu dem. Hey, schau mal unsere wunderbaren 2 Bellybands an. Einmal da, das andere habe ich schon wieder verloren, ist jetzt da. Welches gefällt euch besser? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Es würde mich mega freuen, mal von euch etwas zu hören. Und ja, es war lässig, so etwas Hübsches zu basteln. Vielleicht könnt ihr auch gerade mitmachen. Vielleicht wollt ihr euch das Video abspeichern. Vielleicht möchtet ihr mir einen Daumen hoch geben. Vielleicht möchtet ihr mir folgen. Und dann können wir das nächste Mal wieder etwas Wunderbares miteinander basteln. Tschüss!